Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 3:1 Heimsieg am 6. Champions League Spieltag zu Hause gegen Sporting Lissabon. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir rein in den Bums hier. Zack. Und was fehlt noch nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Sporting Lissabon? Natürlich die abschließende Pressekonferenz mit der Natürlich. Einschätzung von Vincent Kompany, Pardon. unserem Cheftrainer, und euren Fragen. Bitte schön, Start frei. Servus. 3:1, das ist Julian Wolf für die Welt mit der ersten Frage. Vincent, guten Abend. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Ihr Trainerkollege von Lissabon hat eben schon in seiner Spielanalyse mehrfach Lenny Kahl auch erwähnt und erklärt, wie schwierig das war für seine Mannschaft heute auch gegen ihn zu verteidigen. Und es kommt selten vor, dass sich ein Stadion erhebt für einen 17-Jährigen und Standing Ovations gibt bei der Auswechslung. Er war nicht der einzig Gute heute, ist klar, aber können Sie mal sagen, Man of the Match ist er noch geworden, wie Sie seine Leistung heute bewerten und seine Entwicklung? Ja, gehe ich übrigens mit. Obwohl, Man of the Match. Ja, doch. Ich gehe mit. Ich springe mal auf den Hype-Train. Ja, ich kann natürlich nur anschließen, was meine Kollege gesagt hat. Also ganz objektiv weiß ich, dass Lenny schon bessere Spiele gemacht hat. Aber was er natürlich hat, und das ist natürlich das größte Kompliment, ist, er bleibt immer unheimlich gefährlich. Also wenn man auf diese Alter schon 4-5 Mal gefährlich sein kann. Naja, vor allen Dingen bleibt er in Bewegung. So, das ist, glaube ich, auch der große Punkt. Ne? Ist kein Spieler, der dann irgendwie mal so wie Serge Gnabry so 30 Minuten abtaucht und dann so gefühlt Mitläufer ist. Nee, immer in Bewegung, immer, wie gesagt, er macht die Meter nach hinten, wenn er nicht angespielt wird, wieder die Meter nach vorne. Immer in Bewegung, immer da bereit angespielt zu werden. Das ist ein Riesenfaktor, glaube ich auch, ne? Und deswegen kommt er dann auch immer in diese Situation vorne, dass er halt gefährlich werden kann im Spiel. Und ohne dass man sein bestes Spiel spielt. Aber natürlich als offensive Spieler wirst du bewertet auf deine Chance, auf deine Möglichkeit, auf deine Tore. Und das bringt er immer wieder. Das ist schon beeindruckend. Und was ich aber noch dazu sagen muss, und das ist vielleicht ein zweites Kompliment, der verteidigt auch immer sehr, sehr gut mit. Und deswegen ist es eigentlich nie so ein großes Problem, wenn er mal Ballverlust hat oder wenn er vielleicht mal einen Fehler macht, weil er einfach auch verteidigend zuverlässig ist. Und Ja, ganz genau. Das kommt halt auch noch hinzu, ne? Das fehlt halt auch so ein, wo beim Serge es auch ganz gut war und auch besser geworden ist, aber diese Galligkeit dann, oh ja, du gehst halt ins Dribbling, das ist sein Spiel, Alter. Ja, das muss so sein. Davon lebt er natürlich auch. Aber wenn das dann nicht klappt und man 'n Ballverlust hat, dann bleibt man nicht mit dem Arsch vorne stehen, ne? Sondern dann wird direkt umgeschaltet, Vollspeed hinterher und versucht, den Ball wieder zu erobern. Und das macht er, ja. Und das muss er sich auch beibehalten. So, das ist so 'n Musiala halt, zum Ende hin vor seiner Verletzung so ein bisschen abgegangen, ja. Das hat ihn auch immer ausgezeichnet. So, ja. Und ja, das ist wichtig. und ja, schöne Entwicklung, aber Ja. wird noch mehr kommen, muss noch mehr kommen. Danke. Dankeschön. Daneben ist der junge Kollege der Bild-Zeitung, Berner, bitte. Herr Kompany, von den letzten 7 Spielen geriet Ihre Mannschaft 5-mal in Rückstand, musste dann immer wieder diesen Rückstand drehen. Wenn ich mich jetzt davor nicht jetzt verzählt habe, war das dann nur einmal in der Saison noch in Köln im Pokal. Ja, alles gut. Ja, wir können das Fass natürlich aufmachen. Ich habe es schon mehrfach gesagt in den letzten Videos. Wir brauchen das gerade. Ja, anders kannst du es nicht nennen. Also, ich glaube, man braucht das gerade so ein bisschen, weil man es vom Kopf her wahrscheinlich und auch vom Körperlichen her nicht mehr 110% auf dem Rasen bekommt, was völlig normal ist, Alter. Guckt euch an, wo wir herkommen, habe ich schon 100-mal gesagt. Kaum eine Vorbereitung, kaum Urlaub. Völlig normal, ja. Und heute heute war das perfekte Spiel. Du hast es gebraucht, Alter. Du hast dieses Tor gebraucht und du hast dann vor allen Dingen auch nach dem Tor
dann diese Emotionen dann gebraucht auch, ja. Erst muss die Standardsituation herhalten und dann beim Anstoß, dass halt ein bisschen Pfeffer reinkommt. Das braucht diese Mannschaft gerade. Ja, die braucht das, damit sie noch mal ihre letzten Kräfte mobilisiert, sowohl vom Kopf wie auch physisch, ja. Und das ist dem geschuldet, meine Meinung, ja. Nichts anderes. Das muss man nicht größer machen, wie es ist. Wie gesagt, wir haben fast alle Spiele gedreht davon. Ähm, ja, so ist es halt einfach, ja. Punkt. Bisschen extra Motivation. Ansonsten ist man sonst immer in Führung gegangen. Gibt es für das Gründe? Weil man braucht ja dann auch noch mehr Aufwand, um wieder den Rückstand zu drehen und den Sieg. Du brauchst nicht mehr Aufwand. Mehr Aufwand brauchst du nicht. Du brauchst einfach eine andere Einstellung, ja. Und das ist halt so, wie gesagt, die Kräfte zu mobilisieren, ist so das Thema, glaube ich. Umzumünzen. Aber mal braucht es gucken, dann was noch mehr Winnie sagt. Energie. Gibt es da Gründe und wie kann man das abstellen? Heute war ein anderer Rückstand Ja. als die andere. Weil eigentlich war die erste Halbzeit sehr stabil und haben wir Ja. auch in diesem Moment diese große Möglichkeiten bekommen. Aber wir machen das Tor nicht. Ist ein bisschen anders, als in die ersten 20 Minuten in den Rückstand zu kommen. Dann passiert das in die zweite Halbzeit, aber ich fand die Reaktion, unsere erste 10 Minuten in die zweite Halbzeit war einfach nicht gut. Richtig. Und aus diesem Moment bekommen wir auch das Gegentor. Aber danach, wie wir reagiert haben, vielleicht nicht mehr aus unserem Ballbesitz erstmal die Chance kreieren, aber aus unserem Pressing, Gegenpressing und Standardsituationen, das bleibt eigentlich, das darf man nicht vergessen, dass die Jungs es immer wieder gut machen. Aber natürlich die Perfektion ist immer die Suche und ja, wir wollen das so hinbekommen. Aber ja, die Jungs haben wieder 3 Tore geschossen, das ist auch nicht schlecht. Oben auf der linken Seite. Ja, ich glaube, er ist halt auch nicht der Typ, der irgendwie diese Fitness-Geschichte irgendwie als Ausrede nutzen will, aber ja. Immer Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Kompanie, was hat denn das Spiel so arg verändert, dass dann plötzlich sah es so aus, jetzt fällt das Tore-Schießen leicht oder leichter? Und die andere Frage, Alphonso Davies jetzt vielleicht der glücklichste Mensch bei Ihnen in der Kabine? Auf jeden Fall. Aber von Gefühl her, und ich muss das Spiel noch mal schauen und ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, aber von Gefühl her haben die eigentlich viel Mut bekommen aus diesen 10, 15 Minuten in die zweite Halbzeit. Ja, stimmt. Sind die auch spielerisch ein paar Mal durchgekommen. Ja. Und dann sind wir aggressiver geworden und haben eigentlich vielfach den Ball erobert und dann auch gefährlich geworden. Und das hat sich geändert. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben die vielleicht viel weniger Spielphase gehabt. In der zweiten Halbzeit, muss man ehrlich sein, mehr. Aber irgendwie sind wir auch wegen das Spielerische von denen gefährlicher geworden, haben wir aus dem Pressing jetzt. Und ja, es passiert manchmal, aber insgesamt, was man immer sucht, ist die Reaktion. Und das ist eine Mannschaft, die Jungs, die geben nie auf. Und das haben wir auf jeden Fall auch richtig gemacht heute. Und ja, Fonsi, klar. Fonsi. Der Fonsi, ich sage das oft auch zu meinen Jungs, also was der Fonsi dieses Jahr spüren wird und was Ito spüren wird und auch Jamal, wenn er zurückkommt, ist, wie schwierig es einfach ist, auch einfach Top-Fußballspieler zu sein und dann wie gut das fühlt, wenn man mal eine Minute bekommt, wenn man mal Tore schießt, siegt und hoffentlich auch Preise gewinnt. Und ich möchte gerne, dass die Mannschaft das auch mitnimmt. Ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch ganz deutlich erklären kann, aber was ich meine ist, zum Beispiel letztes Jahr war die Geschichte von Harry und Eric Dyer, die zum ersten Mal was gewonnen haben, so ein Feuer in unserer Mannschaft. Und ich finde, dass unsere Feuer dieses Jahr ist, diese Geschichte von Ito, Fonsi und Jamal und wie hart die Jungs gekämpft haben, zurückzukommen. Was die jetzt spüren, das muss jeder in der Mannschaft spüren. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann eine letzte. Ist natürlich schwierig, sowas aufrechtzuerhalten. Ne? Haben wir die letzten Jahre gesehen, dass das schwierig ist bei unseren Kimmis, Goretzkas, Gnabry, Sanés, etc. Wenn du alles gewonnen hast, 6 Double,
dann ist das natürlich schwer, da nicht selbstzufrieden zu werden. Das ist halt einfach menschlich, ja. Das ist gar kein Vorwurf. Also, du kommst halt auf den Boden der Tatsachen, wie es ein Winnie gerade sagt, wenn du so ein halbes Jahr raus bist, ja. Und ackerst, 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 aber nicht im Rampenlicht stehst, nicht die Preise gewinnst, nicht die Tore schießt, nicht der Mannschaft helfen kannst. So, dann bist du natürlich erstmal super dankbar, wenn du wieder dabei bist, ja. Aber versuch das mal irgendeinen Spieler zu vermitteln, der so eine Phase nicht hatte, ist schwierig, ne? Frage auf der rechten Seite, Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Hallo Herr Company, eine Frage noch zur Stimmung heute. Wie hat Ihnen die Stimmung im Stadion gefallen? Wie haben Sie die Pyroshow wahrgenommen? Gebrannt. Die Freude über die Atmosphäre oder vielleicht auch ja, die mögliche Strafe im Hinterkopf? Ja, Als Trainer hast du keine Strafe im Hinterkopf, Alter. Da bist du froh, wenn der Kessel brennt, Alter. Machen wir uns doch nichts vor, ey. Ist das eine Frage? uns die beide Sachen teilen. Erstmal Ja. über die Atmosphäre insgesamt. Wir sind zu Hause so stark, weil natürlich wir bekommen dieses unglaubliches Support immer. Über Pyro und so, das müssen Sie die andere Abteilungen von FC Bayern fragen. Ich weiß, dass das, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nur, dass wir diese Unterstützung jede Woche brauchen, auswärts und zu Hause, und dass wir das immer voll bekommen. Das ist das Wichtigste für mich. Alles andere, bitte Frage für eine andere Abteilung. Ja, er macht schlau. Er macht schlau. Ja, er macht schlau. So sieht's aus. Vielen Dank. Zweimal noch Bundesliga, dann ist das Jahr zu Ende. Champions League schließt heute schon. Alles Gute, bis bald wieder. Servus. 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 Bis bald. Leute, ich schließe mich an. Servus, bis bald. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.